Grüezi miteinander, hello, wo ist jetzt meine Musik hin? Hello Chat, hello Nelfi, hello Aquarius, grüezi miteinander, geht's euch gut? Schön, dass ihr da sind. Es gibt heute wieder einmal mehr Guardians of the Galaxy bei mir. Genau, was soll ich noch sagen? Da? Ich bin der Troy. Ich streame auf meinem privaten Kanal auf twitch.tv/TroyHammeren jeden Samstag. Und ich muss gerade schnell überlegen, an was sind wir dran? Stray. Stray, genau. Nächsten Samstag gibt es nochmal ein bisschen Stray bei mir. Aber da gibt es jetzt nochmal Guardians of the Galaxy und ich weiss, und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, das ist echt der letzte Stream. Schaffen wir es noch fertig? Bei meinem Slow Pace, den ich habe? I don't know. Sehen wir sind doch so langsam, aber sicher am Ende. Ich glaube, wir sind beim zweitletzten Kapitel dran. Und es geht merkbar Richtung den grossen Endkampf, wenn es mich nicht täuscht. Genau. Kila, grüezi wohl, Kila. Schön, dass du da bist. Hast du schon länger nicht mehr gelesen? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Hast du auch so warm wie ich? Ja, schnell schauen. Ich hoffe, man hört mich, weil es ist irgendein Windows-Update gekommen. Die streamen, wissen vielleicht, was ich meine. Und letztes Mal bei meinem Stream hat man auch nichts mehr gehört. Ich war komplett mute mal zuerst, aber ihr könnt mir ja schnell bestätigen, ob ihr mich hört. Sonst winke ich einfach den ganzen Stream lang. Einen wunderschönen guten Nachmittag und liebe Grüße aus dem Bula. Oh, bist wieder im Lager. Vielleicht kickt es mich nächstens gerade wieder. Okay, keine gute Verbindung, Kila, in dem Fall. Ist das so zu interpretieren? Aber hey, mega schön, mega lieb, dass du reinschaust. Freut mich natürlich. Und ich wünsche dir natürlich noch ganz viel Spass. Du musst wahrscheinlich noch arbeiten. He? Du bist nicht auch nur zum Spass dort. Und viel Erfolg in dem Sinn. So, jetzt gehe ich da mal über. Mal gucken. Letztes Mal haben wir sogar noch in den Griff bekommen, dass es nicht mehr ruckelt. He? Mal etwas ganz Neues. Ruckelfreier Stream. He? Ich hoffe, das verhebt auch diesen Stream wieder. Was ich noch schnell machen muss, ist das da. Wie immer schnell umstellen und zurückstellen. Gut. Dann haben wir keinen Knackser. Und ich glaube, es ist immer noch beschränkt auf 90 FPS, wenn es mich nicht täuscht. Wo sehe ich das? Anzeigen. 90 FPS, ich glaube, das war die Magic-Einstellung, damit es nicht ruckelt hat. Das habe ich auch sehr früh herausgefunden. Vielleicht ruckelt es trotzdem noch ein bisschen, man weiss es nicht. So, machen wir mal fortfahren. Was ist überhaupt passiert? Was ist storymässig passiert? I don't know. Es ist so viel. Auf jeden Fall, wir sind immer noch auf der Suche nach der Nikki. Nikki, Tochter von Peter Quill. Steh auf, wir haben nicht viel Zeit. Oh, genau. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. Genau, mal an das mag ich mich noch erinnern. Und wir sind wieder mal mehr brainwashed worden. Ich glaube, wir sind der Nikki begegnet. Und Nikki ist ja auch brainwashed von dem, wie heisst es schon wieder? World Mind? I don't know. Irgendwie so. Troy hat keine Ahnung, um was es geht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in so einem Traum. Wir werden endlich aktuell, und der Peter Quill wird aktuell brainwashed. Und das spielen wir immer so als Drama. Also irgendetwas, was schön ist für den Peter Quill oder für die jeweilige Person, die brainwashed wird. Aber nicht real. Genau. Und darum sehen wir jetzt halt Nikki im Normalzustand, aber das ist alles nicht real. Ich denke, das ist gerade ein schöner Einstieg da. Ich lese noch schnell den Chat. Ich habe gedacht, ich melde mich mal wieder. Muss mich dann auch gerade wieder verabschieden, weil wir sind gerade kurz die Kids losgeworden und wollen duschen. Hey Kila, merci vielmals nochmal, dass du reingeschaut hast. Es ist immer schön, dich zu lesen. Und wie gesagt, weiterhin noch viel Erfolg und viel Spass. Und geht duschen. Wenn ihr schon diesen Moment nutzen könnt, macht das.
Darum schon wieder tschüss, bis vielleicht am Samstag oder nächste Woche. Kila, ganz einen schönen Tag noch. Bis vielleicht Samstag oder sonst bis am nächsten Mittwoch. Bye, bye. So, dann machen wir da mal weiter. Lautstärke ist gut. So, wie gesagt, nicht real da, das Ganze. He? Wir schauen uns aber das Zeug jetzt an. Ich glaube, dem Peter ist das jetzt in dem Moment nicht bewusst, so in der Rede. Kein Wunder, dass sie das unbedingt will. Wir sehen so glücklich aus. Ja. Ja, Mutter von der Niki. Ist die gestorben? Ich weiß es nicht. Sie ist, glaube ich, gestorben. I don't know. Ich glaube, sie ist gestorben. Da, natürlich nehmen wir das Ding mit. Miserabel genäht. Unfassbar, dass ich das beim letzten Mal nicht durchschaut habe. Hammer, okay. Der Peter checkt es irgendwie schon. Er checkt schon, dass das nicht real ist. So, jetzt gehen wir mal schauen, was wir hier haben. Wir sind schon mal da gewesen. Beim letzten Brainwash-Versuch. Schauen, was wir hier haben. Der Chewbacca. Ui. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Also gut. Ja, der Chewie ist schon mehrmals vorgekommen als Figur da. Haben wir da noch etwas? Ui. Happy Birthday. Wer hat Geburtstag? Ich. Endlich! Du musst mir helfen. Mom kommt gleich zum Essen. Da soll alles perfekt sein. Oh, Niki. Ihr Geburtstag. Der ist heute. Oh. Hast du ihn wieder vergessen? Oh shit. Dad? Dad? Sie herausholen, vorsichtig sein. Sie herausholen. Zu überraschen. Okay. Hiervon ist nichts real. Habt den Schlitten und lasst zu. Dad! Du hast versprochen, mir bei Moms Geburtstagsüberraschung zu helfen. Nein, hab ich nicht. Ja, du wolltest den Holo-Projektor einstellen, der Kuchen hat noch keine Kerzen und ich kann ihr Geschenk nicht finden. Ach, komm schon, Niki. Uff, okay. Kommt dir nichts davon merkwürdig vertraut vor? Nein, ich habe ihn vom Bäckerplaneten bestellt. Gut, Niki ist ja... War immer seltsam. Niki ist ja auch nicht real. Die ist auch nur ein Teil von dem ganzen Konstrukt. Okay, bleiben nur noch das Geschenk und der Projektor. Oh, wir haben da wieder einen Knopf. Okay. Niki? Was, wenn ich dir sage, dass nichts hiervon real ist? Natürlich nicht. Er ist falsch eingestellt oder so. Übernimmst du das mal? Ja, also. Ja, okay. Das ist immer noch ziemlich cool. Es ist toll geworden. Hätte nie gedacht, dass ich's hinkriege. Apropos krank. Ja, es ist Hala und sein Sternensystem. Mit allen Monden, glaube ich. Es ist wunderschön, Niki. Jetzt brauchen wir nur noch Moms Geschenk. Ich glaube, es ist in meinem Zimmer. Ja, machen wir jetzt da mit. Wir müssen wahrscheinlich wieder mitmachen, logischerweise. Wir können sonst nichts anderes machen. Ich will schnell schauen. Ja, ich glaube, wir müssen das einfach mitspielen. Das können wir anschauen. Oh, Corell. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Corell ist die Mutter von der Niki. Die eben wahrscheinlich ja tot ist. Also, Niki, dann holen wir das Ding, hä? Wo hast du es denn versteckt? Herzlichen Glückwunsch und liebe Niki und Peter. Das ist so abgefahren. Wie kriege ich Niki dazu, dass sie es sieht? Ja, du musst es... Also ja... Wie sind wir letztes Mal da rausgekommen aus dem komischen Traum? Ich weiß es gar nicht. Wir mussten begreifen, dass es nicht real ist, aber das langt ja jetzt anscheinend nicht. Also müssen wir Niki überzeugen. Wo ist denn das Geschenk? Da. Das soll ich nur. Ui, schön verpackt. Hast du's gefunden? Ja. Okay, legst du den anderen. So, ja. Eine ist PS5. Ist auf den Tisch. Spielt irgendwas, was ich hier sage, eine Rolle? Ja, das ist wahrscheinlich eher PS5 da. Hm? Weißt du noch? In der Künstlergasse, wo wir waren, mit dem Gemälde, das hier so gefallen hat.
Von Krilla? Das beantwortet wohl meine Frage. Können wir jetzt vielleicht reden? Ich glaube nicht. Wie sieht es aus? Sieht aus, als steckst du knietief in diesem Versprechen. Danke, Dad. Ich hab dich lieb. Oh Mann. Oh Mann, okay. Das ist Oh mein. man, ja. Ich sorge dafür, dass alles perfekt ist. Du öffnest die Tür. Welche Tür ist es? Ist die da? Das habe ich letztes Mal schon nicht gewusst. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Da drin geht's drunter und drüber. Nikki ist in einer Schleife und hört mich nicht. Wir müssen irgendwie zu ihr durchdringen. Peter, Ich weiß, wir brauchen einen Plan. es gibt kein Wir. Ja, schon kapiert. Ich muss viel wieder gut machen. Peter. Aber wenn wir das durchziehen... Ich bin tot, Peter. Ja, aber... Doch nicht tot. Ich glaube eben schon. Aber ich höre doch deine Stimme. Oh. Nein, du hast mich hergebracht. Ich sehe dich doch gerade. Direkt ein bisschen einen emotionalen Einstieg. Du siehst einen Geist. Ist jetzt die Hand durchgeglitscht oder ist das so gewollt Ein gewesen? Teil von mir ist in dem Seelenstein. Aber nicht auf reale Weise. Wir kriegen das hin. Vielleicht finden wir einen Nein. Weg, dich... Du musst dich jetzt auf sie konzentrieren. Hilf ihr zu akzeptieren, dass ich nicht wiederkomme. Du hättest... es mir sagen sollen. Was denn? Das mit Nikki. Naja, du und ich, vor 12 Jahren. Oh, Peter. Ich kann doch rechnen. Ihr Versprechen ist nicht real. Ja, ich weiß, aber der Teil schon. Auf dem Merkur, du und ich. Die Nacht vergesse ich nie. Ich auch nicht. Aber sie ist nicht deine Tochter. Wait, what? Und meine Tochter auch nicht. Das verstehe ich nicht. Sie ist eine Kriegsweise. Ach so. Okay. Auf dem Heimweg ließ der Kree-Rat alle zusammentreiben, die nicht reinblütig genug waren. Nikki war so zart und zerbrechlich. Ich konnte sie nicht sterben lassen. Dann bin ich nicht Vater. Oh, Peter. In dem Fall nicht. Nein. Jedenfalls nicht ihrer. Wow. Okay. Aber wir retten sie ja gleich. Trotzdem. Sie muss mich loslassen. Ich hab's versucht, sie hört nicht. Das muss sie aber. Der Geburtstag, die Geschenke, was immer es ist, was sie an irgendeine falsche Version von mir bindet, von uns. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, Doch, so... bist du. Oder sagen wir, du musst. Jetzt check ich erst. Wir sind wahrscheinlich eben gleich in ihrem Traum von der Nikki. Wobei ich weiss nicht, wie wir das geschafft haben, zum ehrlich zu sein. Ich Aber ja, weiß. wir müssen sie da rausholen. Wir müssen sie überzeugen, dass das nicht real ist. Und das ist ja genau das Problem. Wir müssen endlich sie bekämpfen. Also nicht Nikki, aber halt die brainwashed Nikki, die übernommen worden ist von dem riesen Monster da. Und zuerst müssen wir endlich Nikki da rausholen, bevor wir zum Endkampf können. Also, let's go. Das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Hast du ja Das hab ich dir zugelassen, nur Nikki, Chaos, du- um zu sagen, dass sie sich verspätet. Hast ja alles Ich gehört. hab noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lüge. Oh, DMCA. muss DMCA. Keine Musik, bitte. Zerstör das falsche Versprechen. Wie machen wir das? Dann machen wir das Geschenk auf. Nein, ich weiss doch nicht. Es muss perfekt sein. Also, schau jetzt. Lass mir zu, Hör Nikki. mir einfach zu, Nikki. Können wir nach Mams Geburtstag darüber reden? Nein. Mom kommt nicht. Nichts hiervon ist real. Soll das ein Witz sein? Sie ist jeden Moment hier. Nein, Kleines. Wird sie nicht. Jetzt hör sofort auf, es kaputt zu machen. Okay.
es kaputt zu machen. Also sie weiß irgendwie schon, dass es nicht real ist. Aber sie wird nicht loslassen. Niki, bitte. Also, ja, jetzt packen wir da das Geschenk aus. Das ist ganz einfach, Niki. Ui. Oh, ja, wir machen es auch kaputt. Was ist los mit dir? Es tut mir leid, Niki. Nein! Ich krieg das hin. Oh nein, jetzt machen wir noch die Torte kaputt. Uff. Spoo. Uff. Grüezi, Spoo. Hello. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Spoo? Wir sind hier ziemlich am Ende, denke ich mal, von Guardians of the Galaxy. Also sage ich jetzt, und nachher brauche ich... Oh, ich habe verkackt! Ich mache auch nichts und ich habe verkackt. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. No wait, was ist das? 12 Minutes, die wir hier spielen? Sind wir im unendlichen Loop drin? Ich muss schnell auf Pause drücken, sonst anscheinend läuft hier die Zeit ab. He? Nein, nur nicht auf wegen der Spoo, sondern auf, weil wir da den schönen Traum von der Niki, den wir hier spielen, müssen kaputt machen, weil wir müssen der Niki zeigen, dass das nicht real ist. Weil Niki wird gerade brainwashed vom World Mind, glaube ich, so heisst es. Genau, das als Erklärung. Heiß, aber sonst ganz gut, danke dir. Hey, Spoo, same. Ich habe es vorhin gerade wieder gedacht, es wird wieder hure warm. Und ja, same. Mir geht es aber auch gut, kann mich nicht beklagen, merci. Schön, dass du da bist, Spoo. Der erste Guardians of the Galaxy gesehen. Du hast also nicht keine Ahnung davon. Ist halt einfach, wie gesagt, oh nein, 37 Grad morgen, hör auf. Hey. Uff. Nein. Ich muss ein bisschen in den Norden gehen. He? Ich muss unbedingt ein bisschen weiter in den Norden. Das sind gar nicht meine Temperaturen. Wie gesagt, wir sind halt jetzt hier schon ein bisschen am Schluss und darum für dich sicher Spoiler Warning, logischerweise, wegen der Story. Es ist sehr story-rich, das Game. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Klar hat man Kämpfe und so, aber es ist wirklich vor allem story-driven. Es ist eine gute Story und es ist ein sehr guter Humor. Also wenn wir ein bisschen auf Guardians of the Galaxy, ich sage jetzt mal die Filme, gewisse kennen vielleicht auch Comics besser als ich, wenn man auf die Sachen steht und den Humor sicher aus den Filmen gut findet, dann ist das Game sicher eine Empfehlung. Ich habe meinem Twinny schon geschrieben, ich muss morgen wohl ins Kellerabteil abzügeln. Ja. Ich könnte auch einen Keller runter. In mein Abstellkämmerchen, das ich habe. Leider habe ich kein Strom und Internet. Das wird ein bisschen schwierig. Kein Ding stört mich, glaube ich, nicht so gross von wegen Spawner sitzt bei dem. Okay, auf jeden Fall. Es ist wirklich viel passiert. Das jetzt zusammenzufassen ist schwierig, aber wie gesagt, Brainwashing ist jetzt da ein bisschen ein Thema und das wird immer so dargestellt, dass wir diesen Traum auch spielen. Und Peter, also das ist der Peter Quill, er selber ist früher im Spiel auch schon brainwashed worden, da sind wir an diesem Ort und alles war so perfekt gewesen. Jetzt hingegen sind wir aber im Traum von der Niki. Wir haben gerade vorhin erfahren, schnell pausieren. Wir haben gerade vorhin erfahren, dass Niki nicht im Peter Quill seine Tochter ist. Und bis jetzt haben wir das immer gedacht. Ballon! Yay! Ich hasse Ballon! Lieber Chat, ich hasse Ballon. Einfach, dass ich es mal schnell gesagt habe. Ballone, nein. Ballon plus Troy gleich nein. Sie muss kommen. So, jetzt machen wir das Zeug kaputt. Wir müssen den Niki zeigen, es ist nicht real. Was machst du, Peter? Ich mache nichts übrigens. Er läuft jetzt von selber rum. What? Ja, ist schwierig zu mir. Hey! Was ist bloß los? Das war jetzt komisch, oder? Nein! Das war jetzt ein bisschen komisch. Alles gut. Wir machen jetzt alles kaputt. Ja, aber Sarge! Der Sarge ist auch da. Das ist unglaublich. Wie alt wirst du am nächsten Geburt, Troy? Du ruinierst alles! Ja, soll ich da jetzt wirklich sagen? Soll ich da jetzt wirklich sagen? Sarge. Ist nicht real, Niki. Das in Wirklichkeit muss ich überlegen. In Wirklichkeit muss ich überlegen. Ich werde 38, Sarge. Aber das ist noch nicht das Jahr. Das ist erst nächstes Jahr. Anfangs nächstes Jahr.
Aber ja. Sarge, wie geht's dir? Wie alt wirst denn du? Ich hasse dich, du bist nicht mein Dad! Nicky, chillen. Ja, Kleiner. Wir wissen es. Wir wissen es. Wir haben es auch erfahren. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und... Uff. Alles, was ich will, ist sie zu sehen. Aber es ist nicht real, Immer Nicky. durch diese Tür kommt. Es ist eine Lüge. Ist nicht deine Mom. Das weißt du nicht. Ich weiß eine ganze Menge nicht. Wie man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt. Wie man nicht verhaftet wird. Wie man eine 12-jährige 38 Ballen. vollberechtigte Trauer die Galaxie Genau. vernichten kann. Genau. Aber das Versprechen, Nicky. Ein Betrug kann ich meilenweit riechen. Hierbei Oh. geht's nicht um dich. Beziehung aufbauen, Grenzen einräumen, ihre Gefühle. Wie du dich fühlst. Du Kann bist leider nicht viel Zeit. wütend und verletzt. Du weißt überhaupt nichts. Also natürlich jetzt nicht ganz... You know nothing, Ich meinte nur, Jon dass- Snow. Interessiert mich einen feuchten Dreck, was du gemeint hast. Und genauso wenig will ich mit dir zu tun haben. Okay. Okay. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob es nicht real ist. Es muss so werden, wie es früher war. Auch wenn ich dafür diesen dämlichen Kuchen bis ans Ende aller Tage backe. Schon zu hoffen, dass sie wiederkommt, ist besser, als ich damit... Okay, ich finde das schon interessant. Sie weiß es. Dass meine Schuld ist. Sie weiß es effektiv, aber sie will nicht loslassen. Wollte Ich muss schnell pausieren, damit ich den Chat nachlesen kann. Easy, ich frage jetzt Steffi mal nach deiner Adresse. Nein. Und schicke dir einen Haufen Ballon heim. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Abriss. Hey Sarge. Irgendwie sieht die da nicht so gesund aus. Ja, ich glaube, sie sieht schon gesund aus. Es ist ein Alien und so, andere Hautfarbe und so. Schwieriges Thema. Hey, aber Sarge, wie geht's dir? Sarge, ich wollte noch sagen, ich finde es übrigens schön, dass man dich häufig wieder mal live sieht. Das ist fast ein bisschen zu häufig, weil ich schaffe es so selten in deine Streams. Sehen wir, dass du live gehst. Ich muss aber immer irgendetwas anderes machen in dieser Zeit. Ah, I see. schneller gewesen. Nein, die Beziehung... Was, Rocket ihre Schuld, Linda? Für das sie nicht Rocket beschuldigen, ja genau. Wieso nicht? Wenn es doch wahr ist, wenn ich nur... Es ist nicht wahr. Alles gut, es passt, wenn es passt. Du hast das Ding Das wieder tönt gut, das tönt gut. noch freigesetzt. Deine Mom war nicht deinetwegen da, wo sie war. Und ihre Mutter ist übrigens gestorben, hast du vorhin auch noch mal erwähnt worden. Wirklich keine Bin mir nämlich nicht sicher gewesen. Okay. Könnte sie sein? Nee, ich vertraue dir jetzt mal schnell, weil ich glaube nicht, dass es sie ist. Ich glaube, das ist jetzt so die Erkenntnis, dass sie muss loslassen muss. Wo die Türen klopfen. dass sie es ist. Ich glaube, etwas sehr Böses hat vor, die gesamte Galaxie zu fressen. Und deine Mom ist, trotz all ihrer Fehler, so gar nicht der Typ, der Galaxien frisst. Jetzt machen die Aber was Türen. ich glaube, ist egal, es ist nicht mein Versprechen. Ich kann es nicht für dich zerstören. Treue Ballon. Wir einfach das Gruselding an der Tür. Ist nicht meine Mom. Also, ich krieg das hin. Ich weiß immer noch nicht wie. Wie kann jemand... Muss ich jetzt den ganzen Tag mit Kuchen werfen? Etwas kaputt zu machen kann befreiend sein. Aber es geht auch anders. Komm, Nicky, gehen wir da raus. Gehen wir zum Bosskampf. Den müssen wir auch noch machen. In der realen Welt. Ui, was machen wir jetzt? Zünden wir alles an. So ein Erdending habe ich von meiner Mom. Du entzündest ein kleines Licht zum Gedenken an jemanden, Kuchenschlacht. um ihn zu ehren. Das ist jetzt keine Magie oder sowas. Es bringt niemanden zurück, aber
Es ist eine Geste. Flamme ist ein bisschen falsch. Eine kleine Geste angesichts etwas sehr Schlimmem. Manchmal haben wir nicht mehr. Ich muss immer an den Tag im Aufzug denken. Als sie wütend auf mich war. Nicht so richtig wütend. Ah, da haben wir gespielt. Ja, stimmt. Das war ganz am Anfang. Gewesen. Hey. Was immer passiert. Du bist nicht allein. Und ihre Mutter übrigens, Corel, oder wie sie heisst, war die Anführerin von der Nova Corps. Also wenn euch jetzt das alles nicht sagt, ich glaube, es nützt nicht. Ui, die Flamme ist ein bisschen glitschig. Hm? Für uns alle. Ui. Ui. Okay, let's go. Das ist die Real-Life-Nikki, die gesteuert wird und recht viel Macht hat zu dem. Nein! What? Ihr müsst zurück! Siehst du denn aus? Ui, okay. Jetzt geht's aber ab da. Hey. Okay. Der Sieg ist, glaube ich, auch recht stark. Gegen den haben wir auch schon gekämpft. Warlock. Gut. Okay. Wie gesagt, es ist echt schwierig, das Ganze zu erklären. Schaut es euch einfach an. Vielleicht macht es Sinn. Aber das sieht schon ein bisschen nach einem Endkampf aus, oder nicht? Mal gucken. Ich bin einfach nicht eingewärmt. Ich bin überhaupt nicht eingewärmt jetzt. Das müssen wir aber, sonst Jetzt der Rocket, wie er aussieht mit der Sonnenbrille. Das ist echt geil, oder? Da gibt es einmal so Skins, die man sammeln kann. So, jetzt muss ich hier zuerst mal zurechtfinden. Okay, Auf den Flieger! Er heilt sein Team! Was, auf wer gehen wir? Autsch, Autsch, Autsch. Moment, jetzt mal schnell. Der wird jetzt viel härter zu. Ich muss da zuerst Knöpfe wieder finden. Spiel, wo sind die Knöpfe? Da. Alle schnell auf... Oh gut, jetzt habe ich geheilt. Das hätte ich eigentlich nicht wollen. Und der darf jetzt hier einfach seine... Einfach alle auf In, bitte. Ja, wobei es wäre wahrscheinlich der mit dem Schild, weil der heilt. So schnell den Stromschlag haben. Ja, das ist genau, Bro. Schieß nicht auf die alle Achtung! Oh, was ist jetzt los? Das gefällt mir nicht. Was ist das für ein Seich? Erledigen wir den Narren, damit er keine Leckerlis mehr verteilt. Auf den Schweber! Ich bin verwirrt. Ja, ich muss da weg, Ist irgendjemand ready? Ja, okay, im Gegenteil. Ich mache so gut wie keinen Schaden, das ist ein bisschen ein Seich. Moment schnell, ich muss leisiger machen. Ah, verdammt. Ja, der Dude mit dem Schild ist ein bisschen mühsam. Ja, natürlich schön drin, oder? Peter, hast du es im Griff, hä? Kann ich dich retten? Ja, das ist ein bisschen schwierig, hä? Das ist ein bisschen schwierig. Das ist alles ein bisschen schwierig. Alles in Ordnung? Da steht doch mein Name drauf.
Schlag sie unter! Erstmal müssen wir... Ah, der mit seinem blöden Schild, das nervt. Zuerst mal das Schild weg, dann können alles draufschicken, oder? Ist das eine Idee? Jetzt ist das Schild weg. Jetzt sind alle eingefroren, geil. Ich kann nichts machen. Ja, jetzt bin ich noch gestunt gewesen, sehr geil. Ja, ich bin ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich kann mal schnell einen Huddle machen. Das Glück hat uns verlassen, Peter Quill. Ich bezweifle, dass wir diese Schlacht gewinnen. Könnte er recht haben. Unsere Angriffe, unser Timing, da stimmt was nicht. Ich weiß, wir sollten besser sein, aber vielleicht sind wir es nicht. Schluss mit dem Selbstzweifel. Okay, hört auf! Schluss mit den Selbstzweifeln! Ihr redet, als hättet ihr euer Mojo verloren. Mojo. Ihr seid Champions. Jedes Mal. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Yay! Ich habe einfach keinen Plan, was wir mitmachen. Keine Ahnung. Okay, jetzt... Ja, das ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht schlecht. All drauf. Einer ist all drauf. Einer ist richtig schön Schaden machen. Autsch. Alle drauf. Let's go. So, oh, jetzt bin ich spät gewesen. Finisher. Let's go. Ich glaube, das ist mal nicht schlecht gewesen. Ja, Drax. Schnell meine Fähigkeit. Let's go. Ist der weg? Okay. Also Raker. Kichert. Bist du am Kichern? Ich bin trotzdem irgendwie mehr lost gewesen als irgendetwas anderes in diesem Kampf. Großer einiger Raker. Prima Ansprache. So, jetzt bekommst du auf die Schnauze. Dein blöder Schild. Schon wieder einer mit dem Schild, oder? Ist geil. Oh, ich muss da weg. Also, alle drauf, bis das Schild weg ist, hä? Ui. Drax rührt all das Zeug um. Ich muss da immer... Okay, let's go. Ja, sein Schild mag aber einstecken da. Hey. Aber ist es jetzt weg? Müssen wir drauf? Machen wir schnell. Machen wir alles drauf. Er hat gelogen. So. Ja, das ist ja schon fast tot. Gut, jetzt nimmt er keinen Schaden mehr. He? Jetzt hat er wieder das Schild. Ja. Drax, rühr rum. Oh, was ist jetzt los? Oh, ich muss da weg. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Oh nein, nicht schon wieder. Please don't. Hat uns alle benutzt. Vielleicht hat er ihm auch nur Magenprobleme bereitet. Okay, der ist immun gegen Elektro. Ich nehme nicht an, dass es irgendetwas bringt von diesen Sachen. Come on, wo ist sein Schild? Fast unten, hä? Hey, what the hell? Okay, der hat da irgendwie Fähigkeiten, hä? So, und jetzt alle drauf. Let's go, du machst da. Rocket, du machst, keine Ahnung, irgendetwas. Und ich mache da.
Ja, schon wieder vorbei, hä? Schon wieder vorbei. Die Verteidigung ist herausragend. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich etwas falsch mache. Oder ob das eigentlich so lange dauert. Ich nehme an, ich mache da schon richtig. Das ist ein bisschen mühsam da, der Scheiß. Okay, wow. Groot. Bist du irgendeiner? Ja, ich stehe im Roten, no! Groot, okay, geht nicht. Also in diesem Modus kann ich die Leute nicht steuern. Gut, jetzt nochmal alle drauf. Ein Heal könnte man machen, mache jetzt aber noch nicht gerade. Rocket, du schiessest ein bisschen als falschen Ort. Großer Einiger, bitte. Ja, geil. Ich sehe nichts. Ja, geil. Komme ich da echt nicht raus? Hey, das ist echt mühsam, der Kampf. Oh, weg da vorne. Ich habe fast kein HP. Groot, eine Schiele bitte. Ah, du. Du und der blöde Huren-Effekt da. Ah, oh nein. Oh. Ich glaube, ich bin gestorben. Nein, ich bin noch da. What the hell? Ich habe fast kein HP mehr. Oh, nicht das Rot rein, nicht das Rot. Jetzt bin ich gestorben. Ja, siehst du einfach gar nichts. Das ist genau mein Problem. Und ich doppel jetzt natürlich genau ins Rote rein. Muss ich jetzt alles nochmal machen von vorne? Prima Ansprache. Natürlich muss ich alles nochmal von vorne machen. Also er hat anscheinend 3 Leben. Ja, macht Sinn? Also, ich muss hier einfach durch und darf in dieser Zeit nicht sterben. Wow, shit, okay. Also, zuerst mal einfach das Schild weg. Easy peasy, oder? Großer Einiger, bitte. Ja, jetzt. Ja. Und jetzt schiesst du mit diesen blöden Dingern und ich kann nicht ausweichen, oder? Ja, jetzt. Oh, okay. Ich glaube, es geht schon. So, jetzt alle drauf. Wer stöhnt da? Er hat nicht gestöhnt jetzt. So, ich auch noch. Let's go. Alle drauf. Okay, 1 Leben weniger. Easy. Easy peasy. Oh, ich muss da weg. Okay, gut. Das ist der falsche Angriff. Okay, wieder mal Glück gehabt. Und ich habe nicht... Hat es mich getroffen? Nicht? Ich hab gelogen. Ich habe genug von euch gehört. Ja, jetzt kommst du wieder mit dem Hurenseich. Ja, mühsam. Komm.
Arsch. Let's go, alle drauf. Schneid sie in Streifen! Halte sie Hörst auf! du das? Mit Inbrunst! Ja, das könnten wir schaffen. Let's go. Gut. Nur noch einmal. Ein Leben hat er. Fall der Ausweichprofi. Das ist der einzige Knopf, den ich weiss, wo er ist. So. Oh, okay, okay. Nicht gut, gefällt mir nicht. Ich sehe einfach nichts. Oh ja, genau. Was ich machen könnte, ist meine Spezialfähigkeit. Dann nehme ich keinen Schaden. Ich denke, das ist nicht schlecht in diesem Moment. He? Mein Glaube beschützt mich! Oh, das habe ich verpasst. Komm, hör mal auf mit dem Seich. So. Oh. Nein, bin ich da mit dem Drax gefangen. Geil, oder? Ich bin bereit. Brauche nur eine Lücke. Ja, wenn jetzt da das hure Ding mal endlich weg wäre. Oder kann ich es endlich schnell machen. He? Oh shit, geht's nicht mehr? Es geht nicht mehr? What the hell? Ihr könnt meinen Glauben nie! Okay, machen wir das nochmal. Ist in die Hose gegangen. Ah, shit. Jetzt habe ich da das Ding nicht, hä? Geil. Wow, no. Gut, ich bräuchte, glaube ich, einen Heal von dir, aber ich kann dich gerade nicht beschwören. Let's go, Groot, einmal bitte schnell healen. Auf die Beine! Hickey! Hab uns Sorgen gemacht! So, Da steht doch mein Name drauf. so wie immer. Schild weg. Diesen Typen doch direkt. Braucht noch ein bisschen. Ich sehe nicht, wo der Schuss ist. So, Schilder sind jetzt gleich weg. Ich mache jetzt auch nicht wieder so ein Seich. So, jetzt all drauf. So. Nein, das war der falsch. Shit, okay, egal. Wird schon gehen. Mann, der andere mag nicht mehr. Nein, jetzt haben wir es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Weil ich habe einen Angriff verkackt, ich habe den falschen genommen. Verflachte Kugelschwamm muss Sterne sehen! Hier geht nirgendwo hin. Wow, okay, chillen. Lasst die Dunkelheit euch verstricken! Ja. Okay, das kann ich jetzt aber schnell machen, dann bin ich safe, nehme ich keinen Schaden. Das ist übrigens meine Spezialfähigkeit mit dem Peter Quill. Mein Glaube beschützt Peter Quill! Es testet mich nach Niederlage! Come on, wo bist du? So. Drax rührt das Zeug um. Zack. Jetzt sind wir alle nicht ready dafür. Geil, dann machen wir halt auch anderes Zeug. Okay, never mind. Nein! Ja, da schaust du, hä? Da schaust Nein! Bitte nicht! Nicht so kompliziert. Hype! Jetzt stimmt er wieder um, oder? Bitte. Es hat dich angelogen. Und mich auch. Sieh's dir an.
pausiere schnell, damit ich Check lesen kann. So, ich muss aber leider auch schon wieder gehen, noch kurz ein bisschen ins Hallenbad. Oh! Und höckle in die Wiese raus unter den schönen, schattigen Bäumen und lese ein bisschen ein Buch, Tüdelü, schönen Stream noch. Hey, Spu, das klingt doch nach einer guten Idee. Mach du das. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Nachmittag, einen ganz schönen Abend. Und wir lesen sich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sieh richtig hin. Mein Kind, Danke, merci. es ist getan. Ich glaube, es ist noch nicht fertig, oder? Du Hat hast noch irgendwie ein Kapitel vor uns. Und ich muss noch etwa eine Stunde streamen. Sonst mache ich auch den Abspann noch ein bisschen Slow Motion. Schauen wir eine Stunde lang den Abspann. Okay. Ich glaube, das hat wirklich geklappt. He? Lady Hellbender mit dem Fin Fang Foom. Nice. Was ich auch nicht ganz begreife, sind die Lady Hellbender und der Peter Quill jetzt wieder Best Buddies, oder was? Wähnt vor euch euren wohlwollenden Wächter der Galaxie. Es ist geschafft. Okay, es sei dir gegönnt. Alter, Goldlöckchen. sollen wir unsere jubelnden Fans warten? So, also Guardians of the Galaxy, jetzt müsst ihr euch etwas noch einfallen. Wir haben noch eine Stunde. Ja, Nikki wird jetzt wahrscheinlich die neue Anführerin, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat Nikki eine neue Frisur bekommen. Heißt das, wir haben echt gewonnen? Haben wir. Ah, ich kann mal laufen. Wir sollten die Galaxie öfter retten. Ich bin dabei. Und nächstes Mal werde ich sie nicht vorher beinahe zerstören. Versprochen. Du versprichst gar nichts mehr. Also ich fand es schon noch geil, so einen zweiten Teil. Diesen Moment haben wir uns verdient, Leute. Jetzt lasst ihn uns auch genießen. Ich würde einfach vielleicht mal... Gut, vielleicht spiele ich auch den Teil ein, ist noch mit Musik. Ja, du alter Clever. Nicht im Streamer-Mode. Berichte besprechen. Ich glaube, die Musik macht eben schon noch recht viel aus. Da. Wächter von Galaxie Cosmo. gerecht geworden. Sie hatten Oh, Hilfe. du kleine Pappis. Wer sind denn diese ganzen kleinen Racker? Falls Wächter suchen mehr Arbeit, Cosmo immer kämpft gegen Probleme. Ja, Cosmo. Weißt du, in dieser Zeit da gemacht, wo wir da gekämpft haben? Hä? So, das ist jetzt die nächste Stunde vom Spiel. Wir laufen einfach so. Machen ein bisschen so, yay, geil. Gekämpft, Zerstörer. Und deine zarten Freunde auch. Die Ladyzeit mich zart. Den haben wir übrigens ja vorletztes Mal besiegt, den Fin Fang Foom. Kleine Sahnestück in Das war seiner ein spezieller Kampf gesehen. Verpackung. Eklig. Lady Hellbender, wir bedauern den Tod so vieler großer Ungeheuer, doch wir ehren ihr Opfer. Sie sind beim Schutz des Rudels gefallen. Das ist ehrenhaft. Gehst du zurück nach Seknarf 9? Zunächst müssen wir ein würdiges Zuhause für Foom bauen. Sonst verschlingt er jede Kreatur auf meiner Welt. Falls er wieder abhaut, einfach anrufen. Dann reden wir über die Gage. Okay, weiter geht's. Let's go. Wer kommt als nächstes? Wer haben wir noch gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon alle gesehen, oder?
Unberechnet war der goldene Gott Der Schlüssel zur Zerschlagung der universellen Kirche der Wahrheit. Korrekte Conclusio. Wie wär's mit einem kleinen Bonus, weil wir euch vor dem größten Fehler eures kollektiven Lebens bewahrt haben? Zweimal. Eure zusätzliche Analyse der Daten ermöglichte die Anpassung bestimmter Computer. Au! Man spürt förmlich, wie sich der World-Hintern verkrampft. Wow. Ich finde es immer noch schade, dass wir nicht für alle Reiter der Apokalypse-Outfit haben. Das wäre echt geil. Wobei ich lieber das Outfit vom Rocket für alle hätte. Mit der Sonnenbrille. Hey Mantis. Und Lama. Wie heisst du schon wieder? Was willst du, Wildfang? Oh, Cammy. Oh. Hey, Andra. Grüezi wohl. Schickes Team, gell? Gell? Vor allem der Rocket. Genial. Mit seiner Sonnenbrille. Ich feiere den so. Wie geht's dir, Andra? Schön, dass du da bist. Ich bin Groot. Was sagt er? Er will dir dein Zimmer zeigen. Wir haben gar kein freies Zimmer, du Holzklotz. Ich bin Groot. Was? Nein. Flag, nein. Hey, Groot, du gibst dir deins. In meinem hab ich lauter wichtigen Kram. Schön, dass es dieses Ende nimmt und keins der traurigen. Ja, Mantis. Traurige gab es denn? Oh, so einige? Mantis sieht jede mögliche Realität. Darum ist es immer so ein bisschen alles, was sie sagt, ist immer so, okay. Ja, wir haben es geschafft, aber zum Glück sind wir in dieser Realität, wo wir es geschafft haben. Nein, ich insistiere. Gut, das freut mich doch, hey, Andra. Diese fruchtlose Freundlichkeit verlangsamt unser... Du bist an der Game Soul Und genau deswegen in Baden. sollst du vorgehen. Ich bin wahrscheinlich nicht dort. Ich. Durchwandere Ich glaube es wirklich die nicht. störende Vorhalle. Ui, die Moves sei. Peter Quill. Ist das jetzt echt Visitenkarte von Guardians of the Galaxy? Schon noch geil. Schon noch geil. Wir sollten eine Stunde zu früh spielen. Wir sind eine Stunde zu früh. Also, Jetzt schauen wir uns noch den Abspann. Dann schauen wir, was wir machen, Chat. Nicht für alle? Knacken wir irgendeine Bank? Wir sind pleite. hey, ich raube doch keine Bank aus. Das ist illegal. Und Hast du bei dir gerade um eine Ecke, Andra? Ja gut, dann würde ich logischerweise auch gehen. Entspann dich, Drake. Ich meine, ich muss schon sagen, wenigstens ist es einmal ein Event, das im Aargau ist. Ich bin gerade trotzdem nicht. Gold, Junge? Aber ich kenne ein paar, die gehen. Stimmung. Kein kritischer Kummer. Ui, Warlock. Okay. Falls es ernst Oh, der Rotz ist jetzt aber auch nicht Milano voll, hä? Aber echt ein gutes Spiel. Echt, wirklich ein gutes Spiel. Ich bin Fan. Noch nicht. Ich gehe wohl zurück nach Lementis. Wobei, Das Game ist so soll geil. diese Jahreszeit auch sehr schön sein. Es ist wirklich Sieh genial. mal Contraxia an. Da gibt es Glücksspiel. sollten wir Es ist eigentlich lustig, ich habe jetzt wirklich um sich wieder zu... etwa zeitgleich 2 geniale Games beendet. Auf meinem Kanal habe ich jetzt The Last of Us Part 2 beendet. Vorher habe ich noch The Last of Us 1 gespielt. Das ist einfach alles ein geniales Spiel, oder? Quatsch, natürlich haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Du, ist jetzt der Warlock noch? Ist der noch mal am Kotzen, oder? Dude, was ist los? Macht euch um mich keine Sorgen. Der Ich Markus. fühle mich einfach wundervoll. Was ist denn? Wow! Was zum Schlag? Wait a second, das Game ist noch nicht vorbei.
Fuck, jetzt kommt auch Kapitel 16. Wolltest du mich verarschen? Wow, das ist nicht schlecht gewesen, Spiel. Das war echt nicht schlecht gewesen. Verschlungen wird und versucht, die Galaxie zu vernichten. Nein, aber ist das... Das wohl auch erfolgreich. Wieso kann ich Müssen wir noch mal einen Kampf machen? Ich bin in all euren Köpfen. So kann der Magus euren Wahnsinnsplan nicht mithören. Und der wäre? Oh, nein. Besser, wenn das von euch kommt. Ich und er dabei. Schicksal, damit sind wir drei. Und wir sterben dann alle. Aber das da finde ich jetzt, das ist schon recht geil. Der Stein. Als das Ding damals meine Mom und mich angegriffen hat, hatte es Angst vor dem Stein. Ja, ich habe die Angst vor dem Stein auch gespürt. Oh, ja. Der Stein ist ein Gefängnis. Und der große Böse weiß das. Ich tue schnell einmal pausieren, dann kann ich noch schnell lesen, was der Eonra geschrieben hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade an Pray for the Gods dran. Ein Indie-Game, aber es ist episch. Pray for the Gods. Muss ich mir mal anschauen. Ist noch nicht fertig. Also, aber for real, das ist jetzt sehr gut, oder? Das finde ich echt kreativ. Also, vieles in diesem Spiel ist eben wirklich sehr geil gemacht. Kommt echt der Abspann. Und dann kommt, zack, Kapitel 16. Ist noch nicht fertig. Geil. Okay. Okay. Also müssen wir ihn nur näher ranlocken und dann schmeißen wir den Zauberstein nach ihm? Ganz genau. Nicht mehr Diebe als Sand im Getriebe. Uhu, was kommt nun auf euch zu? Mantis, wie locken wir das Riesenbaby hierher? Ich gebiet euch allen auf die Knie zu fallen. Tut das, was ihr am besten könnt, Wächter. Nein, nicht genau. Grüßen. Ich schätze eher, wir sollten ihn auf die Palme bringen. Und wer schafft das sogar? Dreimal einen Abspann gehabt. Na los, kniet und huldigt eurem Gott. Langsam klatschen. Yes, Mann. Peter, mach's. Langsam klatschen. Let's go. Das ist echt der Peter, oder? Bravo! Bravo! Du applaudierst ihm? Das Klatschen ist ironisch gemeint. Und Bevor es auf die Schnauze gibt, ja? Ja, applaudiert eurem Gott! Nope. Nope. Du bietest nichts als Lügen und falsche Versprechungen. du bist der Schlimmste von allen. Geil, wie sie anklatschen. Warum wird dann geklatscht? Wir nehmen dich auf die Rolle, du Idiot! Ihr tut was? Ihr sollt knien! Soll das ein Witz sein? Zurück. Ich mach das. Okay, es geht weiter. Das ist so gut. Das ist echt. Das feiere ich jetzt wirklich. Das ist echt gut, Mann. Wow, ich kann nichts machen. Ich kann... Einmal, ich kann vorne säckeln. Geil. What is happening? Der Controller ist auch am Vibrieren. Okay. Interesting. Ihr tut was? Okay. Okay, ich habe es verkackt. Weil ich nicht checkt, dass ich muss säckeln. Das Begriffe spielen. Das ein Witz sein? Zurück. Ich mach das. Zurück oder vorne? Vertraut mir. Ja, das ist richtig. Das ist der Weg. Alle zur Richtigen. Sofort. Ja, da Schutzschild und so, hä? Gut. Okay. Seht ihr? Ich hab doch gesagt, ich mach das. Okay. Das war der Hammer! Wie hast du... Keine Ahnung. Jetzt machen wir das bis in alle Ewigkeit, oder was? Nicht aus dem Gröbsten raus. Ja, ist mir bewusst. Was machen wir? Was machen wir? Wir müssen diese Käfer vernichten. Also. Easy peasy. Ich finde, die Sache mit dem langsamen Klatschen hat prima funktioniert, oder? Und ich habe meinen 6. Spray nicht dabei.
Grüße den Tod! Zeig, was deine Äste drauf hat! So, schnell alle Kleinen weg da. Wo hat's noch? Ja, ist gerade ein bisschen viel. Hä? Also, ihr wart in Drax. Ja, das haben wir gesehen. Hey, Margot! Findest du das etwa beeindruckend? Ja, es ist so ein bisschen. Ich muss gerade nicht, ich das hier richtig machen. So sieht's aus, wenn's jemand kann. Angriff in der Mitte! Na, klasse! Groot sagt, da kommt noch mehr Käfer! So hoch! Halt den Mist einfach! Ja, das ist mir so. Oh. Die Sache mit dem langsamen Klatschen hat prima funktioniert, oder? Ich kann jetzt einen Schluck Kaffee nehmen. Welch dummdreister Mut! Warum geht ihr nicht auf? Der Stein! Ihr müsst den Stein benutzen! Er ist noch zu weit weg. Sieht aus, als würde er absichtlich zurückbleiben. Worauf wartest du, Quill? Sag was, um ihn aufzustacheln. Ja, erzürne ihn mit deinen gedankenlos gewählten Worten. Eingesuchte Krücken wie mickrige Mücken. An Warlock appellieren, ihm zusetzen. Let's go. Maus, Laus, Lapskaus, du kannst rein, wir haben es kapiert. Im Ernst? Wie hast du es bloß geschafft, noch nervtötender zu werden? Graus, Schmaus, Ei, da draus! Saus und Braus! Langsam geht's ihm auf die Nerven. Können wir echt gut. Rathaus, Hochhaus, Da wäre jetzt sicher auch etwas auf Englisch einfach wieder besser wäre, oder? Du legst Wert auf Sinn? Seit wir dich kennen, kam aus dir nur ein Riesenhaufen Wortkotze. Und jetzt muss ich auch noch alles reimen? Unbedeutend und undankbar. Okay, ich bin sicher, er ist aus der Spur. Also, Das Planetending! da müssen wir wieder säckeln. Säckeln. Sei einfach vorsichtig. Let's go, Peter. Säckeln jetzt. Säckeln jetzt. Alle zu der Kleinen! Let's go. Ich sag's nicht genug, also dann jetzt! Schlag, ich liebe euch, Leute! Alle in Ordnung? Gut gemacht, Kind. Okay, ich bin sicher, wir gehen ihm auf den Geist. Wir müssen nur noch etwas So, durchhalten. jetzt schickst du noch wieder deine Minions vorbei, hä? Seid ihr nichts? Wir müssen noch mehr Ungeziefer zertreten! Von mir aus? Nur her damit. Ist auch das schon wieder gegangen? Die Funktion habe ich einfach auch noch nie gebraucht, oder? Der Vergangenheit nachzuhängen ist So die Schwachpunkte der Gegner. Ich werde jetzt das auch nicht schnell gemacht haben. Ja, okay, ja, okay. Okay, never mind. Ich glaube, ich muss auch schiessen. Oh, zu spät. Schnell einmal Flächenschaden bitte. zu gemein zu dem bösen Götterding. Zerschnetzel sie! Hier kommt der Schmerz! Alles für dich, Drax! Ja, ouch, ouch, ouch. Plage legt an Länge zu. Du klingst ein bisschen zu begeistert davon. So, jetzt gibt's auf die Schnauze, hä? Jetzt gibt's einfach auf die Schnauze überall. Für deinen einschneidenden Umgang mit Worten. Soll ich sagen? Bringt das Beste in mir zum Vorschein. Treib sie zusammen, Groot! Ja, du, geh mal weg. Ich will da meinen Move machen. Ja, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof, wenn man stirbt. Oh, Groot, du geile Sieg. Groot hat mir gerade wieder mal das Leben gerettet. Wir sind alle ziemlich sicher, dass es mit dem Stein funktionieren wird, richtig?
Und zuerst müssen wir mal den ganzen Eich da überleben. So, wo hat's noch? Ich kann immer noch nicht glauben, dass das der Plan ist. Aber ja, ich glaube, du hast recht. Alright. Also, weiter geht's. Oder später wird jeder vor mir fallen. Schluck Kaffee. Die Galaxie wird fallen. Leute, der Stein ist seltsam. Es ist soweit, Wächter. Hol ihn her, Quill. Okay. Kriegst du freies Schussfeld. Unterwerft euch mir. Ich sagte, unterwerft euch. Jetzt, Startyp. Es muss jetzt sein. Provozieren, oder müssen wir? Was in deinen übergroßen Schädel reinkriegst. Wir beugen uns niemandem. Jetzt mal im Ernst. Kennst du uns überhaupt? Genau. Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir haben Visitenkarten. Und wir würden lieber sterben, als uns dir zu unterwerfen. Ihr wagt es, einem Gott zu trotzen? Habt ihr denn keine Vorstellung von... Ach, sei still! Was hast du gesagt? Dass du eine Katastrophe bist. Euer Hohn verhöhnt meine... verspottet meine... Es verunsichert. Okay. Ja, und wie? Oh, okay, Rocket, let's do this. Okay, jetzt darf jeder schnell einiges mitmachen, hä? Y. Jetzt müssen wir schauen, was ist. B. Fuck. Der Stein wird dich rösten, Quill. Genau wie beim ersten Mal. Mach, dass du verschwindest. Zack. Jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwas wieder gut zu machen, du Hohlkopf. Lass einfach los. Ich war der Trottel, der diesen Geist befreit hat. Und ich steck ihn zurück in seine Flasche. Ja, tönt nach einem Plan, oder? Tönt nach einem Plan. Peter wird das schon überleben. Ist das jetzt real und so? Das ist immer so die Frage, oder? Er wird doch wieder. Oder, Mantis? Die Hauptsache ist, er hat es geschafft. Ihr habt es alle geschafft. So ein Opfer hätte er nicht bringen sollen. Der ist nicht tot. Groot. Ja, du kannst ja da heilen und so. Hey, ja, er ist wieder da! Ja, jetzt brauchen wir aber immer 45 Minuten, müssen wir jetzt trotzdem noch füllen. Noch nicht, Kumpel. Heißt das, dass es vorbei ist? Also vorbei, Der Magus vorbei? ist geschlagen, vorläufig. Das unersättlichste Wesen der Galaxie ist wieder ein Gefangener des Seelensteins. Okay. Bleibt nur noch zu entscheiden, was wir jetzt damit tun sollen. Zerstören. Das sind beides idiotische Vorschläge. Ich bin Groot. Er schlägt vor, wir sollten beide Varianten kombinieren. Der Stein ist weder Bombe noch Bonbon. Und auch nicht eure Bürde. Wow. Er hat gerade versucht, uns zu töten und die Galaxie zu fressen. Ihr könnt diese kumulierte Kraft nicht kontrollieren. Ich kreierte sie. Und bin ihr Kurator. Niemand kann das. Mantis, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Galaxie dabei draufgeht, wenn wir den Stein behalten? Sehr hoch. Und wenn wir ihn Goldlöckchen übergeben? Dann nicht so hoch. Okay. Da sprach der Wildfang. Die Kraft könnte sich selbst einst schicken, meine geschundene Seele zu Scherben zu schlagen.
Doch mir folgen Freunde. Nur mal so zur Sicherheit. Wie hoch wäre denn die Chance, dass die Galaxie draufgeht, wenn wir den Brocken irgendwo verkaufen? Astronomisch hoch. Wenn wir sicherstellen wollen, dass der Magos nicht wieder auftaucht, dann sollten wir gemeinsam dafür sorgen. Bei dem kleinsten Anzeichen einer Markenverstimmung solltest du euren Beistand erbitten. Wirkt ihr auch wirr und wundersam, fürchte ich fand in euch Freunde. Und vergebt mir den Versuch, die Welt und euch zu verspeisen. Ich war wahrscheinlich vorübergehend verblendet. Ja, und Entschuldigung für das Rumgezicke und die Spitznamen. Goldlöckchen. Wenn es einem Mann sich zu zäumen geziemt, kann nur er selbst sich Schöffe sein, Unschiedsmann in seiner stärksten Stunde. Redet der immer so komisches Zeug? Ja. Sagen wollte ich damit nur, alles cool. Alles cool. Naja, also, mich musst du hier nicht überzeugen. Oh nein, bestimmt nicht. Bestimmt doch. Und? Ekelhaft. Okay, jetzt bin ich auch überzeugt. Kommt jetzt nochmal der Abspann. Zum zweiten Mal. Okay. Also ich glaube, also jetzt sage ich nochmal, wie gut das Spiel war. Und dann kommt nochmal irgendwie ein Kapitel. Oder wie ist jetzt da? Also soll ich noch warten? Ich finde es auch immer noch geil, Musik. Jetzt haben wir ja zum Glück Musik. Wir haben nicht immer Musik im Streamer-Mode. Aber die Melodie ist angelehnt ein bisschen an am Film-Soundtrack tatsächlich. Ist so ein bisschen verwandt. Und ich finde den Abspann noch recht geil, weil er so ein bisschen etwas 80er-mässiges hat. Der Huddle ist etwas, wo man... ich weiß es auch nicht. Huddle ist, glaube ich, schon geil, wenn man die entsprechende Musik dazu hat, aber ich habe den Huddle echt wenig gebraucht. Ich habe irgendwie den Sinn nicht so gesehen. Ich sage, vor allem Story, Humor, Kreativität ist echt gut in diesem Spiel. Wirklich nice. Man kann eben hier die Skins sammeln, das ist natürlich auch nice. Wobei ich habe nicht alle gefunden, leider. Und wäre das auch ein Skin gewesen für den Drax? Oder ist jetzt das einfach so? Okay. Wie gesagt, ich würde das Spiel wirklich gerne mal nicht im Streaming-Modus noch spielen und auf Englisch. Ich habe das Gefühl, auf Englisch ist es noch... Vor allem, weil so viel Humor drin ist, so viel gesprochener Humor. Wow. Habe ich eben das Gefühl, es ist noch ein bisschen besser. Eonra, du kannst mir es vielleicht sagen. Hast du auf Englisch gespielt? Und du hast es wahrscheinlich auch nicht im Streamer mal gespielt, so wie es klingt. Huddle ist geil mit dem vollen Soundtrack. Da glaube ich sofort. Der würde ihn wahrscheinlich eben auch mehr machen. Ist doch irgendwie... Ja, der Huddle... Was bringt es dir? Ja, alle sind, glaube ich, wieder voll Heal und so und sind, glaube ich, ein bisschen stärker für einen Moment. Aber sonst... Ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht häufig gebraucht. Ist auch ein Skin. Nice. Also ich muss sagen, der Abspann ist einfach auch mega gut gemacht, oder? Da meine ich eben so die Kreativität von diesen Entwicklern. Das ist einfach wirklich... Ich finde das echt nice. Es müsste mehr solche Spiele geben. Und ich wünschte mir, und da kommt ja sicher. Kommt ja sicher. Das Spiel hat ja sicher Erfolg gehabt. Also nehme ich an, es kommt ein zweiter Teil. Und wow, ich kann es kaum erwarten. Und auch ich finde es auch wirklich so gut, es kommt der Abspann. Und echt zack.
Okay, jetzt wird nochmal gekämpft. Darum, ich habe ja schon gewusst, ich habe immer gesagt, man hat noch 2 Kapitel. Aber irgendwie habe ich es dann völlig vergessen, wo der Abspann gekommen ist. Ich habe mir das gar nicht überlegt. Aber ja, das macht ja Sinn. 16 Kapitel. Wir haben erst 15 Kapitel abgeschlossen. Der Soundtrack, also die Titelmelodie finde ich echt auch nice. Ist auch wieder so ein bisschen 80er-Stil angehaucht. Hat ein bisschen etwas, wie gesagt, vom Film-Soundtrack, von der Melodie her. Das ist einfach auch episch, das ist einfach geil. Gefällt mir. Grosser Fan. Yes, episch. Mit dem Fin Fang Foom und dem Peter Quill, mit dem Star-Lord. Ich schlaf gern auf der Couch. Die Couch ist schmutzig. Der Nager hat sich schon drauf erleichtert. Ist noch nicht fertig. In Gamoras Zimmer schlafen. Geht's noch? Ach komm schon. Du bist ein Mädchen, sie ist ein Mädchen. Ihr könnt mit Puppen spielen. Oh, wow. Stimmt nicht mit dir. Tja, mein Zimmer kriegt sie jedenfalls nicht. Punkt aus. Oh. Tja, also dann musst du dir wohl ein eigenes Zimmer bauen und ein Badezimmer vielleicht und alle überzeugen, dass ein neues Teammitglied eine gute Sache ist. Ein 12-jähriges Teammitglied, für das du vielleicht ein paar Aufgaben übernehmen musst. Ein paar Elternaufgaben und so. Ich meine, komm schon, Mann. Du hast gerade die Galaxie gerettet. Peter, gerade mit sich selber im Spiegel. Also, offensichtlich wäre so eine Rolle definitiv, wahrscheinlich, vermutlich, Okay. Ja, Peter, du schaffst das. Spaziergang. Komm schon. Vielleicht nicht einen Spaziergang, aber... Wenn Magos aufnehmen kann, der wird doch wohl auch ein 12-jähriges Mädchen handeln können. Einfach nicht alles miteinander, aber ja. Ja, ein kleiner Ratschlag hier, ein paar Hausaufgaben da, hin und wieder mal frisches Gemüse. Ich finde es auch geil, wenn er jetzt auch vor dem Spiegel steht. Sollst du Gemüse hernehmen? Du magst Gemüse nicht mal. Vielleicht kann Groot Gemüse züchten. Ich schätze, Groot könnte Gemüse anbauen. Ja, das klingt vernünftig. Darum könnte ich ihn sicher bitten. Und wenn alle bereit sind... Du hast auf Deutsch gespielt und auch gestreamt mit der Vollmusik. Du weißt doch, wie sie alle sind. Ja, sie sind definitiv... Wow. Sie haben gute Eigenschaften. Kinder sollte man ihnen nicht anvertrauen. Ja, super, alles. Ich meine, alles Drax gut. ist furchtlos und er war auch schon Dad. Groot ist fürsorglich und beschützerhaft. Das ist true. Der Drax ist ja schon Drax. Kann und Gamora, sie kennt Ehre und Disziplin. Eonra, du hast aber sicher dann von der VOD einiges rausgemutet bekommen, oder? Ja, und auch wenn du nicht alles mitbringst, was nötig ist, egal, du bist nicht allein, Mann. Und weißt du was? Nikki gehört jetzt dazu. Sie ist ein Teil der Familie. Und Familien kriegen alles hin, egal was auch passiert. Auch wenn sie unterwegs immer mal wieder improvisieren müssen. Du bist Vater. Was passiert da gerade? Wir haben wohl keinen Saft mehr. Ecke, das war Stilllegung. der falsche Stecker gewesen. Ihr habt die Strafe doch bezahlt, oder? Oh, Flock! Haben wir sie nicht bezahlt? Ja, der hätte eigentlich entscheiden können. Haben wir sie nicht bezahlt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiss es nicht mehr. Da haben wir echt keine Musik, oder? Da käme jetzt wahrscheinlich noch geile Musik. Ich weiss es nicht einmal mehr, kann schon sein, aber ich habe auch bewusst in Kauf genommen. Ja, ich meine, das haben wir auch schon geredet. Ja, kann man machen. Ich meine, wahrscheinlich meistens. Meistens passiert nichts. Vor allem sind sie die VODs, wo, wenn, dann problematisch werden. Also man kann auch sagen, weißt du, jetzt habe ich halt kein VOD von dem Playthrough. Kann man machen. Habe ich mir auch schon überlegt. Und habe ich tatsächlich auch schon gemacht bei gewissen Games. Vor allem, wenn ein Game halt wirklich
von der Musik lebt. Das ist jetzt eins. Gut, jetzt auf diesem Channel sind wir vorsichtig, logischerweise. Auf meinem Channel würde ich mir vielleicht überlegen, das zu machen mit aller Musik. Andere Games, wie zum Beispiel Life is Strange, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die leben auch sehr von der Musik, ist etwas ganz anderes natürlich. Aber dort ist auch, ich habe dort glaube ich, einen Teil ohne Musik gespielt und es ist so häufig einfach irgendwie so, es war leer gewesen. Es war irgendwie so eine Szene gewesen, und auch weisst, jetzt müsste die geile Musik kommen und kommt auch nichts, oder? Das ist ein bisschen Leute machen. Ja, wenn du genug Kohle gehabt hättest, hättest du sie zahlen können. Ohne Scheiß. Aber ich finde es gleich einen guten Abschluss. Und vor allem finde ich es auch da wieder kreativ, dass in dem Fall die letzte Szene mit einer Entscheidung zusammenhängt, die viel früher im Spiel mal getroffen hast. Hure gut. Ja, und bei diesem Game auf jeden Fall voller Sound. Ja. Ich habe endlich von Anfang an gewusst, dass da einiges wird fehlen. Live hast du nicht gespielt? Okay. 150 Groot-Ballone. Groot-Ballone. Geil. Geil. An welche Adresse? Ja, da darf ich jetzt da nicht sagen. Schickst du es einfach an brack.ch. Troy. Ich bin einfach nie im Büro. Es sind irgendwann noch 150 Groot-Ballone. Das ist ja geil. Ich muss schnell auf die Uhr schauen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ich könnte auch jetzt schon aufhören. Ich könnte aber auch noch irgendetwas machen. Wobei eine halbe Stunde jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde jetzt noch das Game starten, ist irgendwie doof. Ich könnte Marbles on Stream stehen. Kommt auch noch etwas? Wir können mal schnell ein bisschen vorspulen. Ja, das ist sehr geil, das Vorspulen, wenn ich da drücke. Es geht ein bisschen schneller. Ja. Ich habe gehört, Fear Therapy ist super. Moment jetzt mal. Fear Therapy. Meinst du jetzt, das ist ein Spiel oder meinst du jetzt das bezogen auf Ballon? Ich meine, Fear Therapy, ja. Ja, das ist ja so Konfrontationstherapie und so. Ausser du meinst jetzt ein Spiel. Pray for Gods hast erst fast sicher 30 Minuten. Ich? In 30 Minuten? Ich bezweifle es irgendwie andere. Aber ich muss mir das anschauen. Pray for Gods muss ich mir definitiv anschauen. Was ist das? Sag mir schnell, was ist das für ein Genre? Schnell in einem Satz irgendwie beschrieben. Damit ich mir ein bisschen ein Bild machen kann. Das ist ein Spiel ohne Ballone. Muss ich mir auch mal anschauen. Fear Therapy. Wieso glaube ich nicht, dass keine Ballone in diesem Spiel sind? Wenn du auf normal sagst. Ich gehe jetzt mal schnell in dieser Zeit, mache ich da schnell Google auf. Ja, dann pausiert da Musik. Da kann ich da nicht einstellen, also jetzt muss ich nicht pausieren. Mache ich es halt so, ich habe mein Smartphone. Ist so ein Indie Dark Souls. Oh mein Gott, Dark Souls. Wenn der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, gut, das sagst auf normal geht es vielleicht noch. Aber Indie Dark Souls Zelda, deiner Meinung nach? Klingt spannend. Also Zelda bin ich sowieso Fan. Finde ich sehr geil. 30 Minuten lang genau für eins. Ja, genau. Das PUBG oder das Hand. Nope.
Ich google jetzt schnell nochmal, was habe ich googeln? Pray for Gods. Schnell da Bildchen anschauen und so. Mhm. Interesting. Und keine Musik mehr? Das ist ja vielleicht etwas, wo ich nächstes Mal anfangen zu zocken. Ich schaue mir das noch genauer an. Jetzt haben wir halt keine Musik mehr, dann mache ich halt Musik. Shadow of the Colossus. Habe ich auch nie gespielt. So auf legendär schwer. Ich spiele kein Spiel auf schwer oder noch höher. Und das ist auch so etwas bei The Last of Us gibt es ja zum Beispiel den Permadeath-Modus. Das würde ich nie machen. Wieso? Nein, da wäre ich verloren. Da würde ich mein Leben lang das Game versuchen zu beaten. Und würde es nie schaffen. Das ist etwas, was mich voll überrascht hat. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht ist das wirklich etwas, was ich mal anzocken kann, hier auf diesem Channel. Kann ich jetzt hier schnell überspringen? Kommt da noch etwas? Da können wir schnell überspringen. Endlich hat Star-Lord gespürt, dass die Wächter eine Einheit geworden sind und sich wie besessen darauf gestürzt, die Marke neu zu etablieren. Er hat bereits neue Visitenkarten mit der Aufschrift Helden bestellt, in größerer Schrift und fett gedruckt, sowie sein Team für zahlreiche galaktische Auszeichnungen vorgeschlagen. Außerdem hat er sogar mit einer neuen Frisur geliebäugelt. Wow, Star-Lord. Sehr schön. Star-Lord hat außerdem von Cosmo den Schlüssel von Nowhere erhalten, als Dank für seine Hilfe beim Zurückweisen des Versprechens. Momentan sorgt er am Kühlschrank dafür, dass die Tür geschlossen bleibt. Yes! Wie manchmal haben wir die verdammte hure Kühlschranktür zugemacht. Star-Lord hat zudem mit dem Nova Corps ausgehandelt, dass die Milano freigegeben und die Strafe erlassen wird. Schlussendlich gleich eine gute Entscheidung, dass wir sie nicht gezahlt haben. Denn immerhin haben wir die gesamte Flag-Galaxie gerettet. Beträchtliche Säumnisgebühren sind allerdings immer noch offen. Uff. Haben wir jetzt 99 Red Balloons beim Lock'n'Loller gewünscht? Ja, das ist jetzt auch gerade dran. Das ist jetzt auch gerade am Stream. I know. Ja. Ich kann nicht einmal moderieren. Aber geil. Merci vielmals, Sarge. Ich kann es leider nachher nicht hören, weil er keine VODs hat. Und jetzt kann ich nicht hören wegen DMCA. Was kommt noch? Okay. Wir gehen schnell alle durch. Noch schnell ein bisschen Musik. Da das Team nun endlich miteinander auskommt, hat Gamora alle zu einem harten Kampftraining eingeladen, um zu lernen, auch als Einheit zu kämpfen. Star-Lord behauptet nach nur 6 Trainingsstunden, sie würden jetzt kämpfen wie Ninjas. Gamora hat keine Ahnung, was das bedeutet. Sehr schön. Ich finde das noch cool, dass wir jetzt da noch so eine Zusammenfassung haben, was nachher passiert. Rocket hat die Wächter mit einem gamma-beheizten Merkur Whirlpool in der Frachtbucht der Milano überrascht. Wow. Mittlerweile hat er ihn zu seinem Büro erklärt und er hält darin tägliche Teamkonferenzen ab. Es gibt Getränke, aber keine Handtücher. Rocket hat außerdem seinen Arbeitsvertrag neu ausgehandelt. Er darf niemals ohne seine ausdrückliche Zustimmung geworfen werden. Ich finde das noch geil, weil das sind alles so Anspielungen auf Sachen, die wir gemacht oder mal darüber geredet haben während dem Spiel. Um ihre Geschichte von Einigkeit und Ehre für immer einzufangen, hat Drax dem gesamten Team angeboten, es mit katatianischen Tattoos zu schmücken. Bei Groot verheilte alles sofort, aber er sagte, innen würde es ihm
würde er es immer noch spüren. Der Rest des Teams hatte danach mehrere Umdrehungen lang wunde Pobacken. Wow. Okay. Geleitet von dem Wunsch, besser mit dem Rest des Teams zu kommunizieren, bat Groot Rocket um Hilfe, allen Groot beizubringen. Er beendete das Vorhaben, als alle lediglich immer dieselben 3 Wörter wiederholten. Jetzt versucht Star-Lord Groot, das bisschen Zeichensprache zu vermitteln, das er aus Filmen kennt. Wow, okay. Manchmal sagt Groot gar nichts mehr und gibt vor, immer noch der Doppelgänger Groot zu sein. Das Team wird jedes Mal völlig nervös. Groot hat zudem Star-Lord endlich überredet, seinen Groot-Tee zu probieren. Am nächsten Morgen spross eine Pflanze aus Star-Lords Stirn. What? Okay, Nikki. Nach der Teilnahme an Ko-Rels Bestattung, also ihre nicht richtig Mutter, ja, mit allen Ehren an der Zehntausende Teilnahmen, präsentierte Nikki den Kree-Anklägern voller Stolz ihr feuriges Haar und sagte ihnen genau, wohin sie sich ihre Hämmer stecken könnten. Wow, okay. Sie hat bei den Wächtern ein neues Zuhause gefunden und sagt oft Dad zu Star-Lord, nur um ihn zu verunsichern. Wow, fies. Oh, Cammy, Slama. Cammy hat begonnen, ihre Wolle zu verlieren, die sich überraschend angenehm anfühlt. Die Wächter haben das Material für enorm viele Units auf dem Schwarzmarkt verkauft. Drax strickt seitdem Handschuhe aus Cammy-Wolle für das gesamte Team. Der Drax! Von allen der Drax natürlich, oder? In der Überzeugung, eine ihrer vielen wichtigen Aufgaben als himmlische Madonna erfüllt zu haben, brach Mantis auf, um losen Enden nachzugehen, wurde aber von vielen Knoten abgelenkt. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie einer ziemlich irritierten Monsterkönigin Ratschläge erteilte. Okay. Warlock, das Goldlöckchen, hä? Das Goldlöckchen bekam den Großteil für Anerkennung für die Vernichtung der universellen Kirche der Wahrheit. Nachdem er genug im galaktischen Lob gebadet hatte, wurde er wieder als Heiler tätig, reiste durch die Galaxie und half jenen, die dem Versprechen erlegen waren, wieder in die Realität zurückzufinden. Cosmo ist und bleibt a good boy. Sehr gut. Good boy Cosmo. Ui. Ja, das hört ja nicht auf. Das haben wir auch nie weitergelesen. Ich glaube, am Anfang habe ich da mal angefangen. Hätten wir das überhaupt einmal lesen können? Ja, das ist jetzt einfach nochmal so. Okay. Nochmal Zusammenfassung. Ist jetzt ein bisschen viel. So, noch schnell ein bisschen Bildchen anschauen. Gehen wir schnell auf Seite 1. Aber ich finde es auch krass, dass sie sich die Mühe doch gemacht haben, das alles, das Buch, das Tagebuch irgendwie zu schreiben mit diesen Zeichnungen, mit quasi der Zusammenfassung. Wie gesagt, ich lese jetzt nicht alles, aber ich nehme an, es ist auch voller Humor. Sehr schön. For Sale. Ja, mal, das haben wir dort noch einmal gesehen. Den Groot haben wir verkauft. Wir haben das Viech, glaube ich, bekämpft, wenn es mich nicht täuscht. Ja, das ist das auch eine Visitenkarte von den Guardians of the Galaxy? Slama. Animal Graveyard. Funda. Mantis Weirdo. Ja, okay, ja. Jetzt hat er auch ein bisschen weirde Superkräfte. Das ist ein bisschen speziell. So, die beiden Zwillinge da. Sind eigentlich gefangen gewesen. Star-Lord Mixtape, logischerweise. Der Chewie, 80s, geil.
Bla bla bla. Der andere Dude, den wir besiegt haben. Oh, Fur Things, da haben wir mal ein Poster gesehen. Flayer. Das ist auch geil, oder? Anspielung auf Slayer. Aber es ist echt Flayer. Sehr schön. Ja, genau. Mantis hat dann ist der Rex gesteuert, wo er mindwashed war. Nope. Ah, das war auch noch der Rocket, der seine. Ja, der hat auch Fear Therapy gemacht. Ja. Da seine Angst überwunden vor Ballonen, vor Wasser natürlich. Das ist auch so etwas, oder? Der rechts unten, oder? Das S, oder? Das man früher immer gezeichnet hat. Sehr schön. Das ist überall. Der Thanos. Aber der ist in dieser Geschichte ja schon getötet worden. Ich weiss gar nicht mehr von wem. Von Rex. The Soul Stone. Ui! Wow. Sehr schön. Fin Fang Foam. Ja, er hat der Quell hat natürlich seinen Walkman wieder zurückbekommen. Sehr wichtig. Sehr wichtig für den nächsten Teil. Cosmo. KO. Ja, geil. Geil. Das war alles. Wählen. Was kann ich da denn wählen? Ich kann. Okay. Nevermind. Ja, gut. Und noch etwas. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit überbrückt. Hey, aber das Game ist durch. Das ist fast ein bisschen schade. Oh. Moment, jetzt. Wie habe ich das gemacht? Ich kann den Chat nicht einblenden. Das ist kaputt. Ja, jetzt muss ich mir überlegen. Wie gesagt, es sind noch ein paar Vorschläge reingekommen, die schauen wir noch mal an. Andere Vorschläge, die schon gekommen sind Satisfactory mal anzocken. Project Zomboid war mal ein Vorschlag. Ich muss mal gucken. Jurassic World Evolution kann man auch wieder mal machen. Dann sind wir ja auch immer noch an der Jurassic Park Chaos-Theorie Mission dran. Könnten wir auch noch machen. Mal schauen, was es noch für Releases gibt, die kommen. Es gibt sicher einiges, was wir machen können. Aber ich weiss jetzt noch nicht, was es nächste Woche gibt. So. Ja, war geil. Sehr geil. Dann würde ich sagen, lieber Chat, machen wir hier Feierabend. Also ich hoffe, ihr habt natürlich schon Feierabend, aber ich würde sagen, wir können an dieser Stelle den Stream beenden. So. Also, lieber Chat, ich danke euch wie immer fürs Dabeisein, fürs Mitschauen. Ich muss schnell überlegen, ich bin wieder mal nicht vorbereitet. Ich gehe schnell schauen, was es noch gibt. Was es noch für Content gibt. Vielleicht sehe ich es, vielleicht sehe ich es nicht. Oh, doch. Also morgen, 4.8. genau, morgen um 13 Uhr, nicht um 11 Uhr, gibt es Klemmbausteine mit dem Cyril.
Und, ganz wichtig, lieber Chat, es gibt ein Giveaway. Ich weiss leider nicht, was es zu gewinnen gibt, aber Giveaway, schaut doch morgen beim Cyril vorbei, am 1. Und am Freitag gibt es Letters mit Steffi. A Written Adventure. Das müssen wir auch mal anschauen. Letters. Dort nach einem Story-Driven Game. Müssen wir mal anschauen, was dort sieht nach einem speziellen Stil aus. Freitag ab 14 Uhr mit der Steffi. Mich gibt es am nächsten Mittwoch wieder. Und wenn ihr mich vorher schon wollt sehen auf meinem Channel, twitch.tv/treuhammeren, wird es noch Stray geben, der zweite Teil. Also nicht der zweite Teil, aber der Rest vom Gameplay von Stray. Genau. So oder so würde ich mich freuen, euch wieder zu sehen, euch wieder zu lesen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.